Ja, servus, da bin ich nochmal. Welchem Video? Welchem neuen Video? Und zwar, ich habe jetzt meine Karre, meine neue Karre. Und dann wollte ich euch mal in dem Video, dann mal kurz zeigen. Und zwar, ich bin da gerade im Feld, draußen im Feld, Obacht. Da wollte ich euch mal meine neue Karre zeigen, Obacht. Da ist er. Da ist er. Ich gehe ein bisschen zurück. Da ist er, guck. Da, das ist. Da ist er. Da ist er. Also, das ist der Futura 3.0, wo ich habe. Da, mein Kabinenroller, den habe ich jetzt seit einer Woche. Und der ist brutal. Den wollte ich euch in dem Video einfach mal ein bisschen vorstellen. Da ist er. Also ich habe mir da in Bad Kreuznach geholt. Also da ist ja da ein Händler da in Bad Kreuznach, da, der verkauft auch die Kabinenroller. Und der hat den auch gehabt und da habe ich mir den geholt. Also wie gesagt, das ist ein 25er. Das ist ein 25er. Also ein gedrosselter Kabinenroller. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wollte ich euch mal vorstellen heute mal. Wie gesagt, weil mit dem Piaggio, das hast du vergessen können. Das habe ich auch im Rollervideo, habe ich so schon gesagt. Da im Rollervideo habe ich so schon erwähnt, dass ich das Piaggio verkauft habe. Und jetzt anstelle vom Piaggio habe ich mir den Karre geholt. Der ist brutal. Wie gesagt, den gibt es als 45er und als 25er. Also in meinem Fall habe ich ihn jetzt als 25er, weil ich ja bloß den Mofa 4er schon habe. Aber ja, der ist brutal. Guck, ich zeige euch mal ein bisschen von außen. Ja. Ja, wie gesagt, und das ist brutal. Ich habe gerade mal nochmal nachgeguckt. Da der Elektromotor, der hat Maximalleistung von 2000 Watt. Also den 2000 Watt Motor, Elektromotor. Und weil da gibt es noch brutalere, da gibt es noch welche mit 3000 Watt. Der hat jetzt 2000 Maximalleistung. Und das langt. Das Ding ist brutal und das wollte ich euch heute mal in dem Video mal ein bisschen vorstellen. Warte mal kurz, da kommt gerade einer, warte mal. Und ja, das ist gerade einer mit dem Fahrrad gefahren da. Ja, wie gesagt, also 2000 Watt hat er und ja, und auch von der Verarbeitung her finde ich den super, weil ich habe schon oft gelesen, nicht bei allen Kabinenrollern, aber bei vielen, wo die Verarbeitung nicht so gut ist, wo dann zum Beispiel an der Dichtung von der Däre, wo Wasser neu kommt und Zeich und jetzt habe ich gelesen und eigentlich so von der Verarbeitung her und von der Qualität auch habe ich schon oft gelesen, ist so der Kabinenroller eigentlich einer von der besten und deswegen habe ich mir den geholt. Was nützt man einen Kabinenroller? Wo jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Rechen fahre, wo neben an der Däre, wo das Wasser neu läuft, was bringt denn das? Nix. Da habe ich gesagt, da gebe ich lieber ein bisschen mehr. Gut, die kosten eh alle gleich, denke ich, aber der hat mich jetzt so 6000 mehr nicht gekostet, ich weiß es nicht mehr. Ich muss noch mal auf die Rechnung gucken. Hey. Habe ich gesagt, hopp, da gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus, habe ich was Gescheites. Weißt du, was ich meine? Und von der Qualität her, das ist einfach, der ist brutal. Jo, jetzt gehen wir mal außen rum, jetzt zeige ich euch mal die Sache. Also wie gesagt, die Beleuchtungsgeschichte bei dem Ding, das ist alles LED-Beleuchtung, Blinker, Licht und alles. Nur das Einzige ist, die Nummernschildbeleuchtung da ist noch eine normale Glühbirne drin beim Kennzeichen. Ja, jetzt fangen wir mal an von außen. Also jetzt sind wir gerade da.
da tust du den Laden, da ist die Ladebuchse, das zeige ich euch mal. Da tust du den Laden. Da ist die Ladebuchse. Und der hat auch da unten, der hat auch da Rückfahrkamera da unten, guck. Da hat auch Rückfahrkamera dabei und da ist mein Kennzeichen. Und wie gesagt, das ist alles ein LED, nur die Beleuchtung, die Kennzeichenbeleuchtung da unten, da ist noch eine normale Birne drin. Aber ja, wie gesagt, alles andere, Lichter und alles und Blinken ist alles LED. Nach von der Farbe her hat man die Farbe, so das hellblau hat man, oder das Türkis. Da hat mir am besten gefallen, weil der kriegst du noch in Rot, in Weiß, in Dunkelblau und alles da. Und, das ist einfach brutal. Warte mal kurz. Und ja, da ist gerade im Auto gefahren da. Ja, wie gesagt, das ist auch vom Ding her, das ist alles. Ja, wie gesagt, also vom Ding her, das ist alles Kunststoff. Da und ja. Wie gesagt, da ist die Ladebuchse. Jetzt gehen wir mal neu in die Karre. Oh, jetzt ist er zu. Da hast du einen ganz normalen Schlüssel wie beim Auto. Da hat auch Zentralverriegelung und alles. Jetzt gehen wir mal neu. Der ist ein bisschen dreckig gerade. Ich muss ihn mal sauber machen. Den Karre, ich muss ihn mal sauber machen. Jetzt zeige ich euch mal im Innenraum die Sache. Ich muss ihn nämlich anschließen. Ich habe nämlich viel Akku. Das machen wir gleich. Warte mal. Da hat er USB-Buchs. Da kannst du dein Handy anschließen. Das mache ich jetzt mal lieber gleich, weil ich habe nämlich viel Akku, dass das Handy laden kann. Weißt du, was ich meine? Und dann läuft die Geschichte. So, jetzt sind wir drin. Und um ihn anzumachen, hast du einen Startknopf, so Keyless Go. Da drückst du die Bremse, Fußbremse oder die Handbremse. Und dann geht er an, der Karre. Dann geht er an. Ich habe ihn jetzt angeschlossen am Ladekabel, weil ich habe nämlich viel Akku. Ich habe nämlich viel Akku und da habe ich mir da so Nichtraucherzeichen hingemacht, weil dem Auto wird nicht geraucht. Da drin wird nicht geraucht und da drin wird nicht geraucht. Und da hast du jetzt da hast die Bedienungselemente vom Auto. Da hast die Bedienungselemente vom Karren. Da ist Scheibenwischer, das können wir mal machen. Da hast Scheibenwischer. Dann hast du Licht. Da ist Display, da hast du Standlicht, Abblendlicht. Dann hast du hier den Scheibenwischer, die Spritzanlage. Weißt du, da spritzt er dann auf die Scheibe. Siehst du? Das kommt jetzt gerade nicht im Video so rüber, aber das siehst du. So. Oh, der Glegatsch mit dem Velo. Oh, Jesus. Oh, warte, und dann hast du. Warte mal. Und oh, Jesus, nicht, das sind die kleinen Rassler, haben Schule, sind da, fahren da rum mit den Velos. Aber wie gesagt, da hast du Ding. Da hast Scheibenwischer, Standlicht, Abblendlicht. Dann hast du die Spritzanlage, da siehst du. Dann spritzt es da auf die Scheibe da. Dann hast du Blinken, Aufblendlicht. Also quasi Aufblendlicht, Abblendlicht und Hub. Da drücke ich jetzt mal nicht drauf. Ja, dann hast du hier das Display. Hier hast du das Display. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann jetzt da. Hier hast du das Display. Das Display. Und da im Display, da hast du das so Touch-Display. Und da hast du die Gänge, da hast du N, da habe ich jetzt neutral drin. Da hast du die Gänge, da hast du D, N und A. Und da hast du noch ein Ding, warte mal, ich gehe mal so mal raus.
Dann hast du so ein Ding für zum Laden, aber ich weiß nicht, ich glaube, das leicht nur, wenn er lädt, wenn du ihn angeschlossen hast. Dann hast du hier noch die Bedienungselemente. Hier hast du einen Eco-Modus. Dann hast du Warnblinken. Dann hast du die Nebelschlussleuchte. Aber das sage ich mal gleich. Das zeige ich euch mal gleich, weil normalerweise es gibt Modelle, die haben da hinten. Da unten am Kennzeichen da haben die Nebelschlussleuchte, aber meine hat es nicht. Das komischerweise. Das bedeutet, die Nebelschlussleuchtfunktion ist unnötig bei mir. Aber das brauche ich auch nicht. Warum brauche ich nur die Nebelschlussleuchte? Weißt du, was ich meine? Und dann hast du hier, wenn ich mal nochmal ankatze, dann hast du hier die Motor, wenn du anmachst, dann kommt da das zeigt, dann ist er an. Und dann hast du da, jetzt heute bin ich schon 10 Kilometer gefahren, da zeige ich euch mal jetzt die Sache, da hast du da, das ist das Display, das ist so Touch-Display, da kannst du, wenn du da drauf gehst, nicht verbunden, das war Bluetooth, dann da, du kannst da keine Festplatte, kannst eine Festplatte irgendwie anschließen oder wie, dann hast du da, guck, und dann da hast du Radio, da, wenn du auf das Ding drauf gehst, da hast du Radio. Warte mal. Dann also warte mal, ich zeige es euch nochmal. Nochmal anmachen, guck, oh wacht. Da hast du dann, wenn du auf das Ding gehst, hast Radio, dann kannst du Radio einstellen, da habe ich die Sender und alles. Und dann hast du, wie gesagt, und da kannst du Bluetooth machen und alles. Und dann hast du oben, oh wacht. Das ist jetzt gerade ausgegangen, weil der geht manchmal aus, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht fahre und hab das Handy angestöpselt manchmal, wenn ich dann da, dann geht er aus, katzt dann. Ich glaube, das ist so ein Sicherungsding, da muss ich wieder auch machen, das war gerade eben. Weil ich das Handy angeschlossen habe und wenn ich nicht fahre und da auf dem Ding irgendwas, dann geht er aus, das ist also mal. Dann hast du da, ich habe schon 160 Kilometer runter und da ist der Trip. Ich bin halt 10,5 Kilometer gefahren. Wie gesagt, und da hast du das ganze Zeug. Da hast du Standlicht, Abblendlicht, warte mal, ich zoome mal raus. Standlicht, Abblendlicht. Dann hast du Scheibenwischer, wie gesagt. Dann hast du da die Spritzanlage, wo es dann auf die Scheibe spritzt. Da, guck. Das beschlacht jetzt. Dann hast du da Blinker. Also wie gesagt, der hat auch ein klickendes Blinkerrelais drin. Das finde ich super. Da hast du die Hub und Aufblendlicht. Da Aufblendlicht, Abblendlicht. Ja. Dann gehen wir weiter. Dann hast du hier die Heizung, die Heizfunktion und Lüftung. Also das ist Lüftung. Dann kommt kalte Luft raus. Dann da hast du Heizung, da musst du ein bisschen fahren. Dann kommt die Heizung. Wie gesagt, das ist die Nebelschlussleuchte, aber das geht ja bei mir nicht, weil ich keine habe. Dann hast du Warnblinker und da ist der Eco-Modus, dann spart er ein bisschen Strom da. Aber bei mir bringt das nichts, weil meiner ja gedrosselt ist. Beim gedrosselten geht er dann 25 fahren. Aber bei mir bringt der Eco-Modus eigentlich so gut wie nichts. Das kannst du vergessen. So, dann gehen wir weiter. Dann Display habe ich euch gezeigt. Machen wir mal wieder aus den Karren da. Machen wir mal wieder aus den Karren. Oder warte, ich lasse ihn lieber auf, weil ich habe nicht mehr viel Akku, dass mein Handy laden kann. Dann haben wir hier ist fürs Wischwasser aufzufüllen. Da musst du das so rausmachen, das geht jetzt ein bisschen schwer mit einer Hand, aber da kommt das Wischwasser neu. Und dann gehen wir weiter, dann hast du hier, ganz normal wie bei der, hast elektrische Fensterheber, auch, wie beim Auto. Das ist. Und dann hast du, habe ich nicht so. Ja,
Und das Ding ist einfach brutal. Das Ding ist brutal. Und dann hast du warte mal, ich habe gerade mal kurz, weil ich habe da aufgemacht, weil die Tür war zu, da habe ich auf den Knopf drücken müssen, dass es aufgeht auf den Schlüssel. Aber das geht nicht, wenn der Motor an ist. Also da muss ich ihn ausmachen dann. Weißt du, was ich meine? Dann hast du da elektrische Fenster hier, das habe ich euch gezeigt. Hier oben, Sonnenblende hat er leider nicht, aber egal. Und die Spichel, die musst du auch, ich mache mal da die Fenster runter, die Spichel, die musst du auch manuell noch einstellen, aber die sind eingestellt. Dann hast du da oben hast du ein Schiebedach, also so ein Aufstelldach. Da hast du ein Dachfenster, das kannst du aufmachen, da für Frischluft da noch. Und da hinten hast du selber, da auf dem Rücksitz, da hast du selber das ist auch so Aufstellfenster. Da kannst du dann das machen. Da kannst du es dann machen, da kannst du dann auch aufstellen da hinten. Und da hat er noch eine Lampe. So eine Lampe, guck. Oder jetzt zum Beispiel. Da, wenn ich jetzt abschließen tät, wenn ich ihn jetzt abschließen tät, warte mal, das zeige ich euch mal. Wenn er jetzt abgeschlossen ist, nicht du aufschließen mit dem Knopf, mit der Zentralverrichtung mit dem Knopf, dann geht's Licht an. Siehst? Und dann, wenn der Karre anmachst, dann geht's aus, wenn der Karre anmachst. Dann der Karre anmachst, dann geht's aus, wenn der Karre anmachst. Und dann haben wir jetzt die Sitze, die kannst du auch verstellen, wie beim Auto. Da kannst du vor und zurück gehen, guck. Kannst du vor und zurück. Und kannst du auch, die Lehne kannst du auch verstellen, da hinten die Rückenlehne. Das kannst du auch da, kannst du auch verstellen, die Rückenlehne, guck. Die Rückenlehne. Ah, jetzt habe ich 10% Akku, jetzt kann ich euch das noch zeigen. Jetzt mache ich mal aus den Karren, dass er nicht so viel Strom frisst, wenn ich nicht fahre. Also jetzt habe ich 10% Akku, das langt jetzt. Oh, warte, ich gehe mal raus aus dem Karren. Ja, wie gesagt, also da kommt dann Zwischwasser neu und da habe ich mal sowas gebaut. Da habe ich mal so einen Trichter gebaut mit so Reellen. Dann kann ich einfach hingehen und kann das quasi da neu machen und fast Zwischwasser aufzufüllen, weil anders geht's nicht. Ich gehe mal vor mit dem Sitz. Hast du da hinten, hast jetzt da das Zeug, da hast du das Ladegerät. Da habe ich noch ein Pickel Eier drin liegen für den Heim, die nehme ich noch mit heim von da hinten. Und dann habe ich da das Ladegerät, wie gesagt, und unten am Sitz, das zeige ich euch auch noch. Ja, ja mal nur nicht, dass da nichts passiert, weißt du. Zeige ich euch mal kurz, da hast du, da ist die Fahrgestellnummer unten drin. Unter der Abdeckung befindet sich die Fahrgestellnummer. Wie gesagt, da hinten, das hast du auch Aufstellfenster. Das habe ich euch gezeigt, glaube ich. Warte mal, mit einer Hand geht es schwer. Oh, aufpassen mit der Eier da. Warte mal. Mit einer Hand, das ist ein bisschen ausgeht. Da guck, da ist es auch so Aufstellfenster wie oben. Da kannst du hinten auch aufmachen. Und da kann noch die zweite Person noch hin, dass man zu zweit fahren kann mit dem Karren. Und da sind die Schrauben. Wenn du die Schrauben locker machst, dann da unten und am Rücksitz befindet sich der Akku, also der Lithium-Akku. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur einer drin und da habe ich so ungefähr 70 Kilometer Reichweite. Aber ich lade jeden Abend auf. Also jeden Abend hänge ich ihn ans Ladegerät. Weißt du, was ich meine? Und oh, wart, ich mache mal da jetzt auf. Da die Schraube raus und dann kannst du da gucken, guck. Mach ich mal da auf, dann da ist der Akku, guck. Das ist der Akku, der Lithium-Akku. Da ist der Akku. Aber ich habe jetzt nur einen Akku drin, aber du kannst auch zwei neu machen. Das weiß ich mal, vielleicht irgendwann bestelle ich mir noch einen Akku. Gut, der kostet zwar ein Daui, ein zweiter Akku kostet noch ein Daui, aber da gucken wir mal, also 1000 für den zweiten Akku, aber das kriegen wir schon hin. Weil mit dem Akku habe ich ungefähr so 70 Kilometer Reichweite. Und mit dem zweiten habe ich dann so 120 oder 130. Weißt du, was ich meine? Und jetzt, der Finger auch geklemmt. Aufpassen. Und jetzt zum Zumachen musst du, also unten am Sitz befindet sich der Akku. Und jetzt zum Zumachen musst du einfach die Schraube einfach neu drehen, die Schraube neu drehen. Wieder die Schraube wieder neu jetzt
die Schraube wieder neu drehen und dann läuft die Geschichte, sag ich da. Oh, warte mal kurz. Noch die zweite. Die zweite Schraube noch neu. Warte mal ganz kurz. Die zweite Schraube noch neu. Ach, das mache ich nachher. Weil ich habe nicht mehr viel Akku. Also auf dem Handy habe ich nicht mehr viel Akku. Warte mal, das machen wir ganz schnell. Und dann zeige ich euch noch hin. Noch was. Und dann läuft die Geschichte. Und dann war es das schon mit dem Video, weil ich habe nicht mehr viel Akku. Oh, wacht. Wie gesagt, da habe ich noch die Eier von der Hine. Die nehme ich noch mit heim. Und da habe ich mein Ladegerät, das habe ich immer dabei. Und das lädt mit, ich gucke mal gleich, da 10 Ampere. So, das so Schnellladegerät, so 10 Ampere, da Schnellladegerät. Da zum Laden. Und wie gesagt, da hinten befindet sich die Ladebuchs. Guck, die Ladebuchs. Und dann machst du einfach auf und dann kannst du laden, da den Karre laden. Wie gesagt, und ich lade immer jeden oben auf. Weil mir gesagt wird, wenn der Akku sich komplett entleert, dann kannst du vergessen, dann brauchst du einen neuen Akku. Also du musst aufpassen. Gerade beim Lithium-Akku, du musst aufpassen. Also gerade bei dem Karre hat er mir gesagt, du musst aufpassen. Der Akku, der darf nicht komplett leer werden. Anders kannst du vergessen, dann ist er tot, der Akku. Also hat er gesagt, am besten jeden Abend dranhängen. Und das mache ich auch. Also jeden Abend, ach so wie jetzt, wie ich es euch gezeigt habe, wenn er noch voll ist. Ich hänge trotzdem, jeden Abend hänge ich ihn an das Ladegerät dran. Dass mir das nicht passiert, weil wenn der Akku einmal komplett leer gefahren ist, hat er gesagt, dann kannst du vergessen. Also immer aufladen jeden Tag. Egal wie viel gefahren bist, immer dranhängen, hat er gesagt, das ist wichtig. Und ansonsten war es das soweit. Wie gesagt, ich kann euch nochmal die Lichter zeigen. Ich zeige euch nochmal schnell die Lichter. Und dann läuft die Geschichte, sag ich da. Dann läuft die Geschichte. Warte, ich mach mal die Lichter gleich auf. Siehst du? Da hast du da. Das sind die Lichter, wann ich die Lichter auch hab. Guck, da sind die Lichter. Und vorne, guck mal wie brutal, das ist jetzt Abblendlicht. Jetzt mache ich mal Aufblendlicht und Blinker noch schnell an. Oh, der Blinker neu. Und jetzt, oh wacht, Blinker an. Guck, da herrscht so Klacken da. Das ist Aufblendlicht, guck mal wie brutal das ist. Guck mal, siehst du das? Das ist Aufblendlicht. Alter, das blendet brutal. Das ist brutal. Also die Beleuchtung von dem Ding, das ist brutal. Ja, hopp, das war's mal wieder, weil ich habe jetzt nicht mehr viel Akku. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal ein kleines Video von meinem. Oh, ich habe nur noch 3% Akku. Das war jetzt mal ein kleines Video von meinem neuen Karre, von meinem Kabinenroller, von meinem neuen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, irgendwann gucke ich mal, wann ich Zeit habe, dann wird auch noch ein Fahrvideo kommen, so wie bei der Arbeit dann. Aber das sehen wir alles, wann es soweit ist. Ne? Also wie gesagt, ich habe ihn jetzt eine Woche und ich bin richtig zufrieden mit dem Ding. Also das ist wirklich brutal. Auch von der Qualität her ist es super. Weil es gibt Kabinenroller, sage ich mal noch, die sind von der Qualität, sage ich mal, nicht ganz so gut wie der. Und selbst wenn du siehst, auch mit der Dichtung und alles, also das Ding ist brutal. Oh, mein Akku ist leer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hopp, bis zum nächsten Mal. Servus.